Der Huber Max, ein Freund von sonst, hat null Interesse an der Kunst. Gedichte anhören ist ihm zwart, eine Buidelausstellung ist ihm Staat, wenn jemand singt, das mag er nicht, und eine Stunde vorm Stadion warten ist ihm zu blöd. Seine Gattin findet so Sachen schön. Geh weiter, der mal ins Theater gehen, oder im Kurpark singt der gute Chor. Kim, da gehen wir hin, wir zwei. Geh weiter, Alter, gib mir Ruhe, sagt er lästig und bleibt da stur. Das Einzige, das ihn viererlockt vom Kanapee, ja, da tut der Quisi jetzt ja hingehen, das kann er fast auch nicht erwarten, das ist die Bullock-Ausstellung in Hinterharten. Da ist er in seinem Element, fachsimpeln über Ferguson und Fendt, da trifft er jetzt ja die gleichen Leute, ja, da hat der Max eine Riesenfreude. Und auch das Preisschaffkopfer gefällt ihm sehr, oder halt Fußball schauen vor dem Fernseher. So geht's nicht weiter, denkt sie seine Frau. Das gefällt ihm dann schon, das weiß ich ganz genau. Drum hat sie sich selber zum Geburtstag beschenkt, 2 Karten für ein Musical. Damit wird der Max jetzt bedrängt. Sie meint, Freundal, hol deine Lederhosen raus, wir fahren jetzt nach Minga zum Musical vom St. Nikolaus. Dass es ihm gefällt, da sie halt hoffen, und was tut er? Er sitzt sie hin und tut alles verschlafen. Zum Abschluss gibt's nur einen Satz, das war ein kostspieliger Schlafplatz.